Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die es so toll findet, dass ich jedes Mal zu Sunil Manns und Karin Berrys Monopoly ein Klaus-Lager-Lied singe. Dass ich das jedenfalls so toll finde, dass sie diesmal noch jemand mitgebracht hat, der es auch mit anhören kann. Susanne Jansson. Ja, wir machen deinen Background-Chor. Hallo Wolfram. Und bei uns ist, Applaus, Applaus, der Autor Sunil Mann. Hallo. Hallo. Super. Kennst du Klaus-Lager-Band? Ich kenne nur den einen Song, ich glaube so den einen. So. Und den Rest, ich weiß nicht, ich habe nie ein ganzes Album angehört von dem. Ich war gespannt. Der könnte vielleicht noch von deinem bevorzugten Genre dir noch was erzählen. Faust auf Faust, hart, ganz hart, alles das kannst du verdauen. Doch gib zu, zart, ganz zart, hat ihre Hand dich umgehauen. Und das ist hart für Chemie, dein ganz privater Krimi. Der ist Schimanski. Das war, gell? Der ewige Tatort-Hauptfigur, Götz-George, auch Kinofilm und dann von Klaus Lager in extra Schimanski ein Lied auf den Leib gesungen. Sehr gut. Ich werde nie vergessen, dass ich irgendwann, ich glaube, bevor ich die Schimanskis gesehen habe, hat jemand gesagt, Götz-George ist da am sexiesten und ich konnte das nie so ganz verstehen. Aber es fing an wie ein James-Bond-Song auf Deutsch. Aber Schimanski ist ja auch fast der James Bond Deutschlands. Dann sind wir jetzt beim James Bond Zürichs namens Vijay Kumar. Sehr gut. 4. Teil von Monopoly. Wo stehen wir, Susanne? Du, immer noch ein einziges großes Fragezeichen. Also wir können von dem 4. Teil, glaube ich, viel erwarten, weil wir wissen immer noch nicht, wo Marie ist. Wir wissen immer noch nicht, wer sie entführt hat. Wir wissen nicht, was der Entführer von Sandrine zurück will. Alles, was wir wissen, ist, dass Rebecca jetzt gerade bei dem Autounfall ums Leben gekommen ist und sie auch mit der Entführung ja wahrscheinlich nichts zu tun hat. Ne? Die hat ihre eigenen Süppchen am Kochen. Und jetzt haben wir als letztes am Ende von Teil 3 Sandrines Anruf. Vijay, bitte komm zum Meierhofer in die Wohnung. Was Schlimmes passiert. Super, dann hören wir jetzt gleich, wie es weitergeht, das Großfinale, die Auflösung. Und danach hören wir vor allem noch Sunil. Der ist nämlich nicht nur hergekommen, um mitzuhören. Mitzuhören oder um zuzuhören, wie ich singe oder wie du seinen Fall zusammen Aber sehr fasst. schön. Gut. Sondern wir wollen natürlich von ihm wissen, wie man das eigentlich macht. Krimi schreiben, dann noch so gute Krimis und solche mit so tollen Protagonistinnen und Protagonisten. In einer halben Stunde ungefähr. Also viel Vergnügen. Viel Spaß. Finalement. Warum hat das so lange gedauert? Es ist 8 Uhr am Morgen. Hallo? Anständige Privatdetektiv sind um die Zeit noch im Bett. Komm jetzt rein. Ja. Also sag, was ist passiert? Ich habe hier im André auf dich gewartet, weil... Schmeckt denn das so metallisch? Dann wird's mir schlecht. In die Küche habe ich mich nicht mehr getraut. Wieso? Was ist denn wieder Da ist... Vijay, warte! Holy fucking shit! Ich habe dich ja vorgewarnt. Spät, Sandrine. Es bin ein bisschen spät. Sorry. Das sieht ja übel aus, hey. 1, 2, 3... 9 Stichwunden in der Brust und im Bauch. Der hat 0 Chancen gehabt. Er ist einfach so da gelegen, als ich gekommen bin. Fuck, und gestern Abend war ja noch der Unfallstelle. Er ist aber schon länger tot. Das Blut ist zum Teil schon eingetrocknet. Schau, dort am Rand. Ich sehe es, Sandrine, merci. Blutflecken bringst du fast nicht mehr weg. Okay, aber im Moment haben wir ganz andere Probleme, weißt du? Ich rufe jetzt Fiona an und du bewegst dich nicht von der Stelle und vor allem bitte nichts anlangen. Okay. Es ist einfach alles zu viel. Vijay, es ist 8:14 Uhr morgens. Sag mal, geht es dir gut? Wo brennt's? Im Seefeld. Bitte komm sofort. Wieso? Hat jemand seinen Porsche falsch geparkt? Oder, oh, eine Botox-Spritze vielleicht nicht korrekt entsorgt? Der Meierhofer ist tot.
Das ist die Combox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar. Ich bin entweder am Pennen oder in einer Bar und kann darum gerade nicht abnehmen. Hinterlass mir doch einfach deine Message und wenn ich wieder nüchtern bin, dann melde ich mich. Vielleicht. Ja, habe ich schon gesagt, das ist die Combox von Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma. Piep. Müller, 2 Fotos von der Blutspritzer. Alles klar. Die Fenster sind überall im Haus geschlossen. Und intakt keine Anzeichen, dass jemand die Terrassentür aufgebrochen hat. Sprich, der Meyerhofer hat seinen Mörder selber in die Wohnung gelassen. Durch die Haustür. Was möglicherweise bedeutet... Vorsicht mal, excuse. Entschuldigung. Was möglicherweise bedeutet, dass er ihn oder sie gekannt hat. Ja, oder aber der Meyerhofer hat einfach aufgemacht, weil es Leute hat. In der Regel steht ja nicht der Mörder mit einem Metzgermesser vor der Tür und sticht dich ab. Gut möglich. Meyerhofer öffnet, merkt aber sofort, dass das ein Fehler war. Er rennt in die Küche. Ja, leider eine offene Küche. Sonst hätte er die Tür verriegeln können und wäre vielleicht noch am Leben. Wenn Lifestyle-Schick zur tödlichen Falle wird. Der Täter oder die Täterin sticht mit einem Messer auf Meyerhofer ein. Yanagiba? Sprich Deutsch mit mir. Yanagiba, das sind japanische Sushi-Messer. Und schau da, aus dem Messerblock, da fehlt eins. Ja, aber es könnte in der Spülmaschine sein. Also das Messerwasch ist von Hand, Fiona. Das kostet das Vermögen. Moment, woher weißt du das? Von der Miranda, ihrer Köchin, der Annika. Ich dachte, die spricht nur in Glückskeks-Zitaten. Sie hat durchaus ihre klaren Momente. Hat den Meyerhofer sicher gefreut. Wer will schon mit einem gewöhnlichen Brotmesser umgebracht werden, wenn ein sündhaft teures Sushi-Messer herumliegt? Excuse, wenn ich störe. Was ist Petrovich? Das müsst ihr sehen. Sieht aus, als hat der Einbrecher etwas ganz Bestimmtes gesucht. Kann man so sagen. Und zwar ziemlich verzweifelt, so wie das hier drin aussieht. Ein Teddybär-Massaker. Okay. Das ist Martin sein altes Kinderzimmer. Sandrine, lass wieder. Ich mache in der Küche weiter. Martin? Am Meyerhofer, sein Sohn. Ex-Junkie-Kollege von der Sandrine und Ex von der Toten, der Rebecca. Der alte Meyerhofer hängt sehr an seinem Sohn. Natürlich ist er enttäuscht von der beruflichen Laufbahn von Martin. Ja, Penthouse im Seefeld. Ich meine, da hat der Papi sicher ganz andere Zukunftsvorstellungen für seinen Sohn. Das hat Martin, seit ich ihn kenne, mega unter Druck gesetzt. Er hat immer das Gefühl, er sei nicht gut genug. Sicher mit dem Grund, warum er druckt und einfach nicht vom Stoff loskommt. Und warum erfahre ich das alles erst jetzt? Ihr beide scheint über diesen Martin ja bestens Bescheid zu wissen. Vijay? Fiona, ich kann das auch erst... Also, ich meine... Erspare mir diese Gestotter, Vijay. Weiter im Fall. Also... Hey, das Zimmer, crazy, all die Plüschtierli. Also, eigentlich ein Traum für jedes Kind. Gewesen. Jetzt ist es der Friedhof der Kuscheltiere. Kung Fu Panda und seine Freunde sind tot. Ist also sehr gut möglich, dass der Einbrecher Drogen oder auch Geld gesucht hat, oder? Ich meine, wer schlägt sonst Hunderte von Plüschtierli auf? Sicher nicht, um ihre Leber zu fressen. Danke für diesen wertvollen Beitrag. Putain de merde. Comment? Regarde long, ma chère. Der Panda-Bär. Der ist tot. Nein, nicht der. Vijay, ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt. Nichts Neues. Wegen dem Panda. Im Rucksack von der Marie. Das war kein Geschenk. Sondern? Die Marie hat mit dem Panda immer gespielt, wenn ich da die Wohnung geputzt habe. Und dann hat sie ihn einfach in ihren Rucksack gepackt und mit heimgenommen. Ich habe ihr gesagt, sie darf keine Spielsachen stellen. Aber der Panda-Bär, der hat sie jedes Mal eingepackt. Das ist halt ihr Lieblingstier. Das ist alles rührend, aber jetzt mal rein hypothetisch. Angenommen, der oder die Einbrecher haben hier das Gesuchte nicht gefunden. Könnte es sein, dass... Es im Panda von der Marie versteckt ist? Ja. Und wo ist dieser Panda jetzt? Scheiße. Im Rucksack von der Marie. Und der ist? In meiner Wohnung. Ich wäre gescheiter mit der Fiona gefahren. Dein Karre kommt ja nicht vom Fleck. Sandrine, bist einfach mal 1 Sekunde still. Bitte. Fahr schneller. Vijay, wenn die den Panda im Rucksack von der Marie vor uns findet, was passiert denn mit der Marie? Shit. Ich glaube, ich bin schuld. Was? Scheiße. Ich
Ich habe gestern dummerweise erwähnt, dass du beim alten Meyerhofer putzt und dass er der Vater von Martin ist. Wem hast du das erzählt? Dem Simon und Garfunkel. Am Tisch und am Toni? Ja. Das ist nicht gut. Scheiße, das ist gar nicht gut. Die machen zwar einen harmlosen Eindruck. Ja, man hat sogar das Gefühl, sie sind ein bisschen doof. Die können knallhart sein, wenn es ums Geld geht. Und um den Stoff. Ich habe selber Schulden bei denen. Dann schuldet der Martin diesen beiden Geld. Wahrscheinlich haben sie Martin Stoff gegeben, damit er alles auf den Gas verteilt. So verdienen sie sein Geld. Genau, das heisst, der Martin versteckt Drogen oder Geld, was auch immer, in der Wohnung von seinem eigenen Vater. So eine Bonzenwohnung im Seefeld ist das perfekte Versteck. Dank dir wissen das jetzt auch der Tiss und der Toni. Und plötzlich ist der Stoff weg. Boah, dann schuldet der Martin diesen 2 Dealer richtig viel Kohle. Bitte. Vijay, der Martin hat Marie entführt. Ich wiederhole, das Haus ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Es passiert nichts. Alles ruhig. Auf der anderen Hausseite stehen auch Beamte. Ganz entspannt. Da kommt niemand raus, ohne dass sie ein Empfangskomitee erwartet. Die Schmier blockiert jeden Ausgang. Dies und Toni, wir wissen, dass Sie sich im Gebäude aufhalten. Die Marie. Was? Wo siehst sie? Sie spielt damals mit einer Freundin Versteckis. Unser Haus ist im Keller mit dem Nachbarshaus verbunden. Links oder rechts? Keine Ahnung. Beide? Fiona! Nicht jetzt, Vijay. Ich wiederhole. Fiona! All die Nachbarshäuser sind im Keller miteinander verbunden. Hablützel. Konrad, sofort Gebäude links. Sichern. Verstanden? Lüdi, Maurer, Gebäude rechts. Alles klar. Achtet auf jeden Eingang. Los, 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 los! Jeder Eingang. Oh, shit. Vergiss die Dachterrasse. Fiona, wo? Was? Dachterrasse, denk. Shit, Fiona, wo ist die jetzt? Oh, fuck! Vijay, wart! Wart auf mich! Los, los, komm! Es ist ja so, nicht nur die Keller sind miteinander verbunden. Die Dachterrasse auch. Mann, Sandrine, fuck, echt, es geht um deine Tochter. Also Details bitte gerade sofort, merci. Sorry, man kann easy über die Geländer steigen und kommt so auf die Dachterrasse vom Nachbarshaus. Und von dort aus wieder weiter. Ja, und während die Polizei den Kellerausgang bewacht? Spazieren der Toni und der Tiss locker aus einem von diesen Nachbarshäusern raus. Die Frage ist nur, aus welchem? Sind wir jetzt denn gerade? Fuck, wo sind's? Ah, dort vorne sind sie. Schnell, die musst du verwischen. Was, ich? Hey, die haben den ganzen Dachterrasse Vorsprung. Ich bin doch nicht der Spider-Man. Schau, sie klettern übers Gelände. Vijay, los, mach vorwärts. So ein verdammter Scheissdreck. Oh, Mann, hey. Das ist ja wie beim Hürdenlauf. Fuck. Hier hat der Panda. Wir werden verfolgt. Der arabische Schnüffel. Ja. Ich will dich aber locker noch Sigi rauchen, bis der uns eingebaut hat. Ja, das Thema dann noch. Indisch, übrigens. Der holt auf. Achtung, da hat ein Abstand zwischen den Dach. Ich schaff das. Gib mir den Panda. Da, fang! Ich kann. Nimm mal auf da, spring! Spring! Toni, ich bin nicht schwindelfrei, Mann. Mach einfach Anlauf, hole Augen zu und los! Hure Scheissdreck. Ich hab gescheit das KV fertig gemacht. Los, Teaser, kommt immer näher! Ich kann das nicht. Komm, Mann! Ziggipause. So. Ah, mein Arm, Toni, Hilfe! Sofort los! Ja, sofort. Aber zuerst gibst du mir den herzlichen Panda-Bär. Träum weiter! Hey, noch ein bisschen mehr und ich nehme seinen Ellenbogen mit heim. Fuck, das warum bist du da einfach kumpeln, Mann? Hey, es sind im Fall 4 Stück, gell? Es geht einen Moment, bis er unten aufschlägt. Nur so als Info. Gib den Panda! Fiona, da oben sind wir. Fiona! Hey, Toni, Mann, jetzt wirft der Panda da über oder die Kollegen sagen nicht übers Geländer. Er meint es im Fall ernst. Knallhart, der Typ. Fuck. Scheiße. Hey, du schaffst das, Tiss.
Ich bin weg! Hasta la vista! Halt, stehen bleiben! So, du bleibst jetzt mal schön da, du Punkto. Seich! Wir sind verhaftet. Fuck! Seich! Langsam, Mann! Merci, Fiona. Ich schicke euch dann ein Fresspäckchen in den Knast. Und immer an der Weihnachten selber gebacken die Gutzli vom letzten Jahr. Da fahren sie dahin, Dies und Toni, glücklich vereint auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens. Also so schnell sieht man die nicht mehr im Quartier. Und ihre Kundschaft wird verkraften, glauben Sie. Ich vermute, sie finden andere Einkaufsmöglichkeiten. Bestimmt, die neuen Dealer stehen schön in der Schlange. Übrigens, ausgezeichnete Leistung, BJ. Ich gratuliere. Boah, Fiona, das ist die Maul. Ich hätte nicht gedacht, dass du so fit bist. Von der Körperstatur her würde man ja meinen, also... Vorsicht, das ist sehr dünnes Eis. Du bist wie ein graziler Häschen über diese Dachterrassengeländer gehüpft. Hör auf, sonst kommen mir noch Tränen. Wo ist eigentlich Sandrine? Stimmt. Fuck, die ist einfach abgehauen, das gibt's doch gar nicht. Fuck, die hat den Panda. Heilige Scheiße. Wenigstens müssen wir nicht lange rätseln, was sie vorhat. Ich bin nicht da. Sprich nach dem Piepst und du weißt, wie es Klingt natürlich nicht ab. So eine Überraschung auch. Wir finden besser schnell heraus, wo dieser Martin das Kind versteckt. Komm, Polizeiwagen! Frag, wo sie ist. Hey, guck mal raus. Wo bist du? Was sehen Sie? Siehst du aus dem Fenster? Marie! Also, wir haben den Zug. Eine Eisenbahnlinie, die ganz in der Nähe vorbeiführt. Und ländliche Umgebung, vielleicht sogar ein Bauernhof. Aber leider nicht mehr. So schaffen wir es nicht, ihn zu lokalisieren. Haben die sein Handy können orten? Ist ausgeschaltet. Jedenfalls gibt es keine Signale, die man orten könnte. Er muss für seine Anrufe ein Prepaid-Telefon benutzen. Ja, so wird Sandrine ihn natürlich niemals erreichen können. Ist so. Sie wird nicht weit kommen. Ich wette, sie steht schon bald. Okay, sitzt schon bald. In unserem Auto. Hallo, Sandrine. Das Arschloch nimmt einfach nicht ab. Panda, her damit. Kannst du das Viech haben? Ist vollgestopft mit Sugar im Fall. Oh, da ist Heroin für ein kleines Vermögen drin. Ja, der Vollidiot. Wenn Marie mit dem Zeug in Berührung gekommen wäre. Also, wo sind wir? Kühe, Wiesen, Zug? Was für ein Film läuft bei euch? Wir versuchen herauszufinden, wo der Martin die Marie versteckt. Moment. Der alte Meierhofer wollte doch Miranda eine Wohnung anbieten. Stimmt, ja. Und zwar irgendwo im Aargauer Hinterland. Häuser, die schon seit Ewigkeiten leer stehen. Auf seiner Homepage sind garantiert alle freien Immobilien ersichtlich. Oh, diese Webseite ist so langsam. Miranda, ganz schlecht, sorry. Ist mir gleich, jetzt lass ich mir zu, ich brauche dich. Also, der Meierhofer hat doch eins an der Waffel, wo mir da eine Wohnung in the middle of nowhere anzeigt. Wo bist du? Lautsprecher. Ja, so ein unaussprechlicher Ortsname in der Pampa. Du musst von Baden mit dem Bus weiter und dann zweimal umsteigen. Ich habe gedacht, ich gehe die Gegend und das Haus mal anschauen. Eine bodenlose Frechheit. Also sicher nicht für mich. Aber eventuell etwas für deine Mutter. Jetzt, wo dein Vater ja nicht mehr lebt, braucht sie gar nicht so viel Platz. Und ich habe mir überlegt, ich könnte dann in ihre Wohnung einziehen oder dir zügeln in ihre Wohnung und ich nehme die. Stopp, Miranda, stopp. Schick mir die Location, dann wissen wir genau, wo du bist. In der Hölle auf Erde, dort bin ich. Die Blöcke sind so grusig. Da würde nicht mal ein Batteriehuhn freiwillig einziehen. Und was das Schlimmste ist, da wohnt keine Sau. Kein einziger Briefkasten angeschrieben. Alles, was du hörst, ist der Wind. Und alle 14 Minuten die S-Bahn, die aber nur vorbeifährt und nicht einmal anhaltet. Sag mal, hat's Kühe? Ja, aber wegen denen züge ich noch sicher nicht hier hin. Die erinnern mich zu fest an Armin. Armin? Bergbauer, Berner Oberland. Ganz grosse Emotionen, ganz kurze Liebesgeschichte. Oh, und Bauchmuskeln wie ein Tessiner-Brötchen. Und der Arsch so knackig, dass es sich nicht mal beim Sackgumpen bewegt. Ein Sackgumpen? Frag nicht. Auf dem Land haben sie ein eigenartiges Verständnis von Party.
Ich möchte ja nicht stören, aber wenn ihr fertig seid mit eurem sentimentalen Erinnerungsaustausch, könntet ihr vielleicht zum eigentlichen Thema zurückkehren? Entführung und so? Auf gar keinen Fall möchte ich euch drängen. Aber ihr seid! Schick mir doch einfach die Location, Miranda. Ah, der Fiona geht auch. Moment. Na dann, bum bum! BJ, da wohnt doch jemand. Was, echt? Ja, ist gerade ein BMW durchgefahren. Oh, der Meyerhofer hat gesagt, es hätten noch 2 weitere Firmenwagen. Ein Mercedes und ein BMW. Miranda, Kennnummer notieren. Wieso? Was läuft? Wir vermuten, dass der Martin die Marie eine von den leerstehenden Wohnungen vom alten Meyerhofer untergebracht hat. Dann bin ich jetzt gut nach dem Führer dran. Maybe, shit, fuck. Hey, aber du wartest, gell, bis wir da sind, verstanden? Ja. Pff, ist wie bei den Bond-Girls. Auch als Kuma-Girl wird man nur auf seine optischen Reize reduziert. Miranda, Fokus. Ja. Er hält da vorne an. Ich mache geschwind ein Foto vom Kennnummer. Hat das geschickt, Fiona? Objekte halten. Da steht ein Typ aus. Sieht ein bisschen abgefuckt aus. Hat einen weißen Plastiksack dabei und Fischstäbchen und Mayonnaise. Sehe ich von da aus? Der Marie ihres Lieblingsessen. Miranda, mach ein Foto von ihm. Oh, spannend. Copy that. Hopp, schnell. Cut on camera. And send. Und, Sandrine? Das ist er, der Martin. Bingo! Und der BMW ist auf Meyerhofer Immobilien zugelassen. Boah, shit, fuck. Hey, Miranda, versteck dich. Wir kommen. Verstecken? Ich? Da? Ja. Diggerli, das ist eine Betonwüste und ich ein Paradiesvogel. Er darf dich nicht sehen. Genau. Der hat mich doch garantiert schon gesehen. Ist ja sonst weit und breit kein Mensch unterwegs. Ja, also gut, dann verhalte dich doch einfach möglichst unauffällig. Geht das, schaffst du das? Damit nochmal. Du so, als würdest du auf den Bus warten oder was auch immer dort so fährt. Wo ist sie denn jetzt? Wir hätten es wissen müssen. Verdammt nochmal. Hallo, Schätzelis. Das ist die Combox von der Miranda. Einfach einmal eine halbe Stunde Chaos anrichten. Gott verdammt, das muss doch möglich sein, würde man meinen. Aber nicht Miranda. Verstärkung. Unterwegs. Was machen wir? Warten. Oh. Die Wohnung, in der Martin Marie festhält, muss gleich da drüben sein. Der BMW steht dort. Aber alleine reingehen ist so riskant. Na, endlich, Gott verdammt nochmal. Miranda, wo bist du? In der Wohnung. Welcher Wohnung? Mit der Marie zusammen. Was? Ich hab doch gesagt... Geht's der Marie gut? Ja. Wir haben doch gesagt, du sollst warten. Mir ist langweilig. Und dich unauffällig verhalten. Ja, ich weiss, aber ich hab gedacht, ich geh mal schauen. Ich hab ja gesehen, welcher Block der Martin rein ist. Haarnadeln und zack, bin ich drin gewesen. Und er hat dich erwartet? Gerade mit den Stegen vor dem Lift. Natürlich. Hat mir irgendetwas auf den Kopf gehauen und dann ist alles schwarz geworden. Und jetzt? Die Frisur ist zur Sau. Ich sehe aus, Tigerli. Ich sag's dir. Ja, und als ich verwacht bin ich gefesselt gewesen, mit Schuhbändeln. So ein Amateur. Also meinen ersten Bondage habe ich mir anders vorgestellt. Anyway, ich konnte ihn überzeugen, dass ich dringend für kleine Mädchen muss. Und jetzt bin ich im Badzimmer. Was? Mit deinem Handy? Ja, der ist total drauf. Schwitzt wie blöd. Ist er bewaffnet? Ein Kochmesser. In welchem Stock? Ein Zoberst, etwa der 6. oder so. DJ, Sandrine ist verschwunden. Mit dem Panda. Okay, Miranda, du gehst jetzt aus dem Badezimmer raus und das Handy an, okay? Alles klar. Verstanden. Ja, ich gehe jetzt. Wo genau ist Marie? Hockt da ganz friedlich auf dem Boden. Schaut etwas auf dem Tablet. Okay. Ihr bleibt, wo ihr seid. Nicht bewegen, ist das klar? Wann gibt's Fischstäbli? Bist mal still. Ach, Fischstäbli. Kochen ist nicht so meine Stärke. Ja, dann lernst du es. Jetzt. Auch nicht so fest. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Sie tut mir weh. Fuck. Grab
Fabia! Schnurren! Miranda! Nein, shit, fuck! Fiona, Verbindung mit der Miranda ist abgebrochen. Warte! Was? Schau! Martin! Hallo? Martin! Sandrine? Da! Hast du den Panda? Hol dir das Viech und dafür gehst du mit Marie zurück. Sandrine, es tut mir so leid. Dein Gesülze kannst du dir sparen. Ich will meine Tochter zurück. Das ist nicht so einfach. Es ist einfach. Hol dir den beschissenen Panda und bring Marie runter. Komm du zu mir rauf. Ich bin doch nicht blöd. Dann wird's schwierig. Wir warten doch schon. Martin, meinst du echt, du hättest jetzt noch den Hauch von einer Chance? Eine verdammte Seich. Komm runter. Bring Marie mit. Das macht erstens einen guten Eindruck und zweitens passiert niemandem etwas. Es tut mir so leid. Ich kann dich nicht wählen. Aber ich hatte so Angst gehabt. Der Tess und der Toni, die hätten mich umgebracht. Der Stoff, der ist plötzlich weg und ich habe den huren Panda-Bär nirgends gefunden, verstehst du? Alles okay. Martin, komm jetzt runter. Mein Leben ist so abgefuckt. Ich habe alles an die Wand gefahren. Es ist nie zu spät, etwas zu ändern. Schau mich an. Ein Hurenkampf. Jeden Tag. Aber es geht Schritt für Schritt. Vorwärts, aufwärts. Es wird besser. Ich versprich's. Ja, aber du hast deine Tochter. Und ich habe nichts. Schau, da ist der Panda. Da hat ganz viel Sugar drin. Oh fuck, Sandrine. Ich seh's dir an. Du brauchst einen Schuss. Dringend. Oh, hör auf, Mann. Das ist richtig fies, Sandrine. Denk an das warme, wohlige Gefühl nach dem Schuss. An die sanfte Welle, wo all deine Sorgen wegtreibt. Und du dir vorkommst, wie wenn du in weiche Watte gehst. Oh, Sandrine, das ist... Scheiße, Mann, das ist echt krank, ey. Oh, was du da gerade machst, wow, ey. Bring Marie runter. Und ich geb dir den Panda-Bär. Martin, ein Schuss. Und der ganze Scheiß ist einfach weg. Fuck, Sandrine. Er verschwindet. Was hat er vor? Holt er echt Marie? Martin! Nein, er ist zurück. Ohne Marie. Martin, was ist los? Verdammte Scheiße, ich glaub's nicht. Die Hurenschlampe ist abgehauen und hat mich einfach eingesperrt. Tata! Lasst einfach Miranda machen. Da kommt alles gut. Komm, Marie. Mama! Marie, ma puce! Mama! Oh, Marie. Merci, Miranda. Gern geschehen, Schätzeli. Hey, Miranda. Ich brauche endlich meine eigene Fernsehshow. Hey, Glück hast du gehabt. Richtig fest Glück. Ich kann mir so... Ich muss dich knuddeln. Nicht so stürmisch, Deckerli. Meine Frisur. Das hätte böse ins Auge gehen können. Wir unterhalten uns später, meine Liebe. Immer ein bisschen gruselig, wenn sie das sagt. 6. Stock. Verstanden? Vorsicht! Der Mann ist bewaffnet. Mit dem Kochimesser und die Fischstäbli wird im Fall nicht anlangen. Zugriff! Hey, Oli. Ich bin's. Wir haben Marie. Ich brauche noch ein Prosecco. Annika, Prosecco. Ja, Hallo. Ich möchte etwas sagen. Also, Vijay, Fiona und vor allem Miranda. Dank euch habe ich meine Marie wieder. Merci mille fois de tout mon cœur. Vielen Dank. Oh. Super, danke.
Aber das ist doch selbstverständlich, mein Schätzchen. Wir Mütter müssen zusammenhaben. Mua. Wir machen nur unsere Arbeit. Und wenn, also falls, kommt so gut wie nie vor, die Polizei nicht weiterkommt, dann gibt es ja immer noch meine Gattung. Privatdetektiv. DJ, zum Wohl. Annika, die Herrschaft haben schon wieder die Blumen wie geächset. Die drückt uns noch zu armen Tagen. Ein Geschäft eröffnet sich leicht. Schwer ist es, es geöffnet zu halten. Chinesisches Sprichwort. Egal. Nachschub! Oh ja, Nachschub. Super Idee, merci. Diggerli, es kommt. Vijay, Ja? du musst ein bisschen bremsen nachher. Wieso? Es ist unser einziger freier Abend und ich habe extra einen Babysitter besucht. Hä? Ach so, du be finished, meinst du? Ja, in dem Fall. Entschuldigung, es Wasser gern. Ein stilles. Danke. Miranda, kommst du sogar spielen? Oh, Sweetheart, das geht jetzt ganz schlecht. Tut mir leid. Ich muss mich eben um meine Gäste kümmern. Oh, was hättest du denn spielen? Röber und Polly? Sorry, Marie, ich muss das schnell abnehmen. Marie, frag doch Fiona. Die spielt sicher mit. Fiona! Fiona! Armin! Das ist Miranda. Gut, dass ich dich gerade verwünsche. Armin, du, schön dich zu hören. Unerwartet, aber schön. Sehr schön. Ja, schon. Nur, es ist eben so. Du vermissest mich und kannst dir das Leben ohne mich nicht mehr vorstellen. Nein. Was? Also doch. Aber. Was aber? Darum Leute ich nicht an. Aha. Da oben ist etwas Komisches passiert. Wie komisch? Das wollte ich lieber nicht am Telefon besprechen. Könnt ihr mal vorbeikommen? Ich höre da deutlich eine Mehrzahl raus. Ja, schon. Also, ich meine, du, dein Kollege, der Detektiv. Du brauchst einen Detektiv. Ja, wer will nicht die dümmste Idee? Dann ruf ihn doch direkt an. Hast du ja seine Nummer? Eigentlich kann ich auch mit dir. Das ist die Combox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma. Piep. Joe, Vijay, hier ist der Armin. Hier, der von der Miranda. Du erinnerst dich sicher. Du, lass mal, hier auf der Alp ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Aber am Telefon möchte ich lieber nicht darüber reden. Wäre es echt möglich, dass ihr einmal vorbeikommt? Möglichst gleich. Es könnte ein neuer Fall für dich sein. Und noch etwas. Nimmst Miranda mit, gell? Bis so gut. Das würde mich nämlich freuen. Sehr freuen. Könntest du ihr das vielleicht ausrichten? Also, dass ich und sie, also... Ich weiss, das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber... Du weißt sicher, was ich meine. Merci. Ciao. Das war der vierte und letzte Teil von Wonopoly, unserem dritten Vijay Kumar-Fall, geschrieben von Sunil Mann und Karin Berry. Und Sunil Mann ist da bei uns, um unsere Fragen zu beantworten. Sunil, wann hast du das letzte Mal eine Wohnung in Zürich gesucht? Vor ungefähr 3 Jahren. Und wie ging's? Das ging erstaunlicherweise sehr schnell. Ich musste nur 3 Wohnungen anschauen und hatte dann schon eine, aber das war so ein Promi-Bonus. Was? Promi-Bonus. Nein, überhaupt nicht. Sind Sie es wirklich? Ja, genau. Sie können alles haben, was Sie wollen. Nein, es war der Typ, der da gewohnt hat, der wollte unbedingt nach Dubai und ich wollte unbedingt die Wohnung und das hat das andere ergeben. Aber wirklich, ich glaube, es war ein Glücksfall. Man darf auch mal Glück haben bei der Wohnungssuche. Sogar in Zürich. Wahrscheinlich muss man auch, wenn man niemals eine haben will. Also wir haben so bei den Aufnahmen mit den SchauspielerInnen, da wohnen auch ein paar in Zürich, so ein bisschen diskutiert, weil ich glaube, es hängt ganz stark von den Erfahrungen ab. Manche sagen auch, hey, ist doch ganz viel genossenschaftlicher Wohnbau, ist doch eigentlich ganz gut. Aber ich meine, die Schilderung, die du jetzt, Miranda zum Beispiel, wo du sie durchjagst, ist ja auch für viele Realität, oder?
Wie erlebst du es in Zürich? Das ist Gerade schon ein hartes Pflaster für Es ist ein hartes Pflaster Wohnungssuchende. und gerade in diesen ehemaligen Ausgehvierteln, wie jetzt im Kreis 4 oder auch 5, dort ist es noch schon, da hat es viel vorher schon angefangen, dass halt alte Häuser renoviert werden und dann natürlich die Miete steigt. Das ist eine Realität. Ja, wie gehört die Innenstadt noch uns, ne? Also wer jetzt nicht den Lebensplan hat, mit dem SUV raus aufs Land zu ziehen, wie manche Hörspielmachende. Weiß nicht, von wem ich rede. Ja, genau. Mich würde aber ganz konkret bei dem Fall jetzt interessieren, bist du da dann noch recherchieren gegangen zur Wohnungsnot in Zürich? Oder ist das sowas, was man von links und rechts so zugeschmissen bekommt, das ist klar? Ja, das ist Storys. Das ist klar. Also das erzählen einem ja ganz viele Leute. Und man sieht das ja auch, wenn man jetzt, ich weiß nicht, abends um 5, 6 Mal so durch diese Quartiere läuft, da hat's überall irgendwelche Menschenschlangen. Man denkt immer, was gibt's da gratis? Und es gibt halt dann meistens nichts gratis, sondern es ist eine Wohnungsbesichtigung, wo halt gerade Leute anstehen. Das ist, also es ist eine Realität und ich glaube, da muss man nicht groß recherchieren, das kann man sich dann schon ausdenken. Zusammenreimen, das stimmt. Wir haben das ja auch ganz gefeiert eigentlich, dass es solche Momente wie zum Beispiel das im Schlange stehen und warten hat, dass man so Zeit hat, VJ und Miranda jetzt in dem Falle so beim Plaudern auch zuzuhören. Ist dir das beim Schreiben wichtig, dass du quasi auch immer noch so eine Alltagsebene mit reinbringst und nicht nur die Action dadurch powert? Ja, ich glaube schon. Also die Geschichten, ob jetzt die Bücher oder die Hörspiele, die leben ja von diesen Figuren. Und ich finde es halt wichtig, dass es auch diese kleinen Atempausen gibt, wo man die Personen besser kennenlernt. Also nicht, dass die immer nur unterwegs sind und irgendwas erreichen müssen, sondern auch mal in dem Fall jetzt wirklich stillstehen und halt labern, wie das normale Leute auch tun. Hey, da muss ich aber gleich mal anschließen. Leonardo Nigro, der den VJ gespielt hat, der hat sich nicht beschwert, aber er hat so gesagt, hey, alle haben irgendwie so, können sich an was abarbeiten oder haben so klare Ziele und der VJ, der geht halt immer so durch, ne? Der hat jetzt nicht die Mega-Entwicklung. Klar, du machst ihn jetzt zum Vater und es gibt so freundschaftliche Konflikte, aber die sind ja alle jetzt nicht wirklich erschütternd. Ist das so? Was ist VJs größter Konflikt? Der war schon in den Büchern so. Und zwar einfach, weil, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, das war 2009, 10, also 2010 ist er erschienen, da hatten all diese anderen Kriminalermittler hatten Riesenprobleme. Also wenn man nur an Kell denkt, also dauernd am Trinken, ein Vater mit Alzheimer gut, das macht VJ und auch. Die schwierige Beziehung. Und ich habe gesagt, ich will nicht, dass der so, ich will, dass er einfach so ein ganz normaler Mensch ist, der einfach so Glück hat. Also Glück hat im Sinn von keine größeren Probleme, einfach irgendwie durchrutscht. Dafür haben alle anderen genügend davon, aber er nicht. Ich wollte ihn so. Und er ist halt auch so geblieben. Also für den Schauspieler scheint es ein bisschen unbefriedigend zu sein. Ja, verstehe ich. Aber nur um zu sagen, also ich finde, der Leonardo hat dafür dann auf der anderen Seite sich sehr bemüht, um diesen natürlichen Tonfall oder auch mit Centrine immer den Moment zu suchen, hat auch so kleine Wörtchen noch reingeschrieben oder abgeändert, wo er genauso menschlich sein kann. Also ich finde auch, es hat ihm sehr gut getan. Ja. Ich meine, beim zweiten Teil, zumindest bei uns im Hörspielkrimi im Familienpoker, war doch auch mal Thema, dass bei Manju dann so die Firma durchgestartet hat und der VJ auch gar nicht mehr so richtig wusste, wer bin ich überhaupt, was will ich mit meinem Leben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde auch, also finde eine super Erklärung, dass du eben nicht so diesen krassen, schwierigen Typen haben willst. Ich finde gleichzeitig gibt es ihm auch so viel, er ist so wahnsinnig empathisch. Also ich habe jetzt zum Intro Schimanski gesungen, um darauf nochmal hinzuweisen. Das ist ja so ein Macho-Brutalo-Typ. Und ich finde den VJ auch total männlich, aber es ist eben auch so eine moderne Männlichkeit. Der kümmert sich um sein Kind. Gut, er nimmt es halt mit auf die Langstraße und sich noch was saufen, aber er nimmt es mit. Noch in die Bar. Nein, aber ich finde er ist einfach sehr empathisch. Er kümmert sich um Leute, er hört auch wirklich zu. Aber es ist nicht immer um Eindruck, das ist jetzt ein Weichei oder so. Der kann dann schon auch kämpfen und Verfolgungsjagd machen, wenn es nötig ist. Aber wirklich so einfach aus der Sensorium rundherum, das finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Das ist nicht nur, der ist tough, aber nicht nur. Ja. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, jetzt habe ich so. Nein, ich sehe das durchaus auch so. Also VJ jetzt als Supermacker hinzustellen, das würde nicht zu seinem Charakter passen, überhaupt nicht. Oder es hätte von Anfang an nicht gepasst. Ich wollte einen anderen Detektiv nehmen. Einer, der so ein bisschen durchrutscht, ein ganz normaler Mensch ist, so eine größere Probleme und einfach halt den Job macht, weil er nichts anderes kann oder will. Aber du hast gesagt, 2009, 2010 hast du angefangen. Gut, das ist jetzt 15 Jahre her. Ja. Wir können dann nochmal sprechen, warum es eigentlich keine Fortsetzung mehr gibt. Aber
wenn ich mir jetzt trotzdem, ich sage jetzt mal Miranda und Vijay, wenn ich es mal auf die beschränke, wenn ich mir die anschaue, sind das ja trotzdem zwei Menschen, die recht divers angelegt sind. Ja, also du hast den Sohn von indischen Einwanderern, den Privatdetektiv, Miranda als Transfrau mit einem ganzen Background, mit einer anderen Biografie auf einem anderen Kontinent. Hast du das bewusst gewählt, weil du Figuren in den Mittelpunkt stellen wolltest, auf die sonst kein Schlaglicht fällt? Und wie hat die Zeit dann eigentlich jetzt heute, unterstelle ich einfach mal, ja, dass wir bewusster wahrnehmen, anderes thematisieren, wie hat die Zeit jetzt eigentlich diese beiden eingeholt? Würdest du die heute noch genauso zeichnen, schreiben? Ich weiß nicht, ob ich sie heute noch mache genau gleich. Ich würde sie sicher wieder genau gleich divers machen, aber ich glaube, es wäre charakterlich ein bisschen anders. Also das ist schon, ich weiß nicht, Miranda ist ja schon auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, sie ist überspitzt dargestellt eigentlich die ganze Zeit. Also es geht so ein bisschen immer over the top, aber ich fand das damals lustig und halt auch, ich habe sie damals reingeschrieben, weil wenn man jetzt so die Schweizer Krimis anguckt von 2010 und ich glaube, man könnte jetzt genauso hingucken, das ist halt immer sehr heteronormativ, Leute mit einem gut bürgerlichen Lebensstandard, die dann irgendwie noch ermitteln und ich habe im Kreis 4 gelebt und das war so mein Kreis 4, das war halt divers, da waren Leute aus anderen Nationen, da waren halt auch eben Leute wie Miranda, also Leute, die mit der sexuellen Identität ist nicht ganz klar zuordnen waren. Ich wollte halt solche Leute, weil das auch für mich diesen Stadtkreis ausgemacht hat. Und ich denke, ich würde die wieder so reinschreiben, aber als Charakter, aber nicht, ich würde sie verändern. Ich glaube, sie werden sensibler vielleicht, feinfühliger, ich weiß es nicht. Weniger überspitzt. Eventuell, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt, das Hörspiel haben wir letztes Jahr geschrieben, also ich habe sie nicht abgeändert. Sie sind immer noch überspitzt. Ich meine, wir haben das auch diskutiert, aber irgendwie denkt man ja, es ist halt einfach Miranda. Weißt du, sie ist eben nicht stellvertretend für eine Gruppe, sondern diese Frau hat sich halt in diesen Tonfall und in diese Höhe, das wird auch gar nicht weiter thematisiert. Und auch, wir haben es genauso gesprochen. Das war mir sehr wichtig, dass es nicht thematisiert wird. Und halt auch bei allen anderen Geschichten, die jetzt gerne, hat es auch immer eine bestimmte Tragik. Und ich wollte, dass die eben nicht, die kommt klar mit ihrer Sexualität, mit ihrer Identität, mit ihrer sexuellen Identität. Und das ist für sie aber absolut kein Problem. Darum kann sie sich auch lustig machen über sich. Ja. Weil das ist kein Drama. Das ist einfach so, wie es ist. Und wem es nicht passt, der soll sich verziehen. Ja, ich kann ja logischerweise, ich kann jetzt nicht über die Leute, kann nicht für andere Leute sprechen. Sozusagen aus meiner Heterosicht finde ich, also mir gefällt das eben eigentlich auch gerade, dass ich finde es was wahnsinnig Selbstermächtigendes, weil die halt so überdreht ist. Sie macht ja wirklich Filme, sie sagt dann, ich bin das Kuma-Girl und so weiter. Und diese Übergabe im ersten Teil, diese Drogenübergabe, macht sie einen Actionfilm und James Bond-Film daraus. Man weiß jetzt schon, wie es in der Szene dargestellt, schon nicht mehr ganz jetzt wirklich die Realität oder das quasi durch ihren Filter so völlig überdreht. Und mir gefällt es eigentlich noch, dass man eben, sie hat es wirklich völlig in der Hand, selber ihre Geschichte zu erzählen und das halt bei ihr völlig überdreht und bunt und Comic und großes Kino und das ist irgendwie auch toll. Und wie du sagst, sie spricht ja nicht für alle anderen. Das ist einfach sie, die so ist. Und wird auch nur als Einzelperson behandelt. Total. Weil dasselbe könnte man bei Vijay nämlich auch fragen. Ich meine, wir schreiben ja auch in unsere Pressetexte rein, der einzige indische Privatdetektiv. Ne? Und das ist von dir auch, und der Beste, genau. Und der Beste natürlich. Und der Einzige. Ja, aber wir könnten ja auch nur sagen, der beste der beste Privatdetektiv von Zürich. Eigentlich spielt das Indische ja gar keine Rolle mehr, oder? Also es ist halt... Aber es ist natürlich eine selbstironische Beschreibung. Der beste indische, es gibt nicht so viele indische Privatdetektive in Zürich und wahrscheinlich ist er tatsächlich der Einzige. Und dann kann man natürlich sagen, er ist der Beste, egal wie schlecht das er ist. Aber hat der Culture Clash, der sich ja in seiner Familie so manifestiert, in den Büchern eine größere Rolle gespielt, als sich das in den Hörspielen niederschlägt? Ja, wahrscheinlich schon, weil es natürlich 7 Bände sind und man hat auch mehr Platz. Und das ist natürlich auch ein Thema, das mich interessiert hat, weil ich es ja natürlich auch selber erlebt habe als Sohn von indischen Einwanderern, wie man irgendwo dann plötzlich zwischen den Kulturen steht und ich irgendwie seine eigene Identität finden muss. Also weil man ja nie richtig Schweizer wird und aber auch kein richtiger Inder. Also das ist ja, man steht immer dazwischen. Das ist so, aber das ist auch nichts Schlimmes, im Gegenteil. Also man gewöhnt sich dran und das Gute daran ist, dass man nachher wirklich die Sicht auf beide Kulturen hat, weil man ja dann so auf einer neutralen kleinen Insel steht und die halt dann die eigene Insel ist. So.
Wenn jetzt aber jemand für deine Bio schreibt und dann steht nicht drin indische Abstammung, würdest du es reinschreiben? Ist das also... Ich weiß gar nicht, wie wichtig das am Ende ist. Eben, das ist ja die Frage. Bei Vijay ist es wichtig, weil sonst die Ironie nicht funktionieren würde, weil der beste Detektiv Zürichs würde nicht funktionieren. Bei mir ist es eigentlich, ich hoffe, dass es irgendwann mal auch kein Thema mehr, also ich meine jetzt nicht bei mir, aber grundsätzlich, dass es mit der Zeit kein Thema mehr ist, weil es eigentlich keine Rolle spielt. Das ist eben noch eine Frage, tatsächlich auch über die Romane hinweg. Hast du 7 Romane geschrieben, ohne es richtig im Kopf habe? Genau, wir haben jetzt das 3. Hörspiel. Im ersten Hörspiel von uns war es ja sehr präsent im Schattenschnitt. Also da war ja die ganzen Dialoge mit seiner Familie, war sehr präsent mit der Mutter, dem Vater. Er ist ja wirklich auch nach Indien gereist im ersten Teil. Im zweiten war dann eher Spanien. Und jetzt im 3., wie Susanne ja auch schon beschrieben hat, spielt es nicht mehr so eine wahnsinnig große Rolle. Es wird noch viel durch die Musik transportiert weiterhin. Ist das jetzt was für dich, wo du findest, hey, als Thema habe ich das jetzt mal genug beackert? Jetzt sind sie, ich hätte einfach gedacht beim Hören, okay, ist einfach normal. Also klar, ist jetzt halt der beste indische Privatdetektiv der Schweiz, aber muss jetzt auch nicht mehr jedes Mal drüber reden. Er hat glücklicherweise jetzt in dem Fall auch nicht so groß mit Rassismus zu kämpfen und die Leute nehmen das einfach so wahr. Genauso wie bei den meisten mit Miranda eigentlich wahrgenommen wird, okay, das ist eine Frau. Vielleicht gibt es manchmal so kurze Zweideutigkeiten und dann tritt sie den Leuten in die Eier und dann ist wieder gut. So. Aber ist es für dich jetzt tatsächlich auch nicht mehr so Thema, auch für Vijay? Ist man jetzt eher in der Normalität angelangt oder kommt es vielleicht beim nächsten Hörspiel wieder mehr? Ich glaube, man kann nur so und so viele Sachen sagen zu diesem Thema und irgendwann ist es gesagt und ich glaube, ob jetzt Romane oder Hörspiele, ich glaube, es ist gesagt, was es zu sagen gibt und alles andere werden also man könnte es nochmal aufwärmen, aber ich glaube, irgendwann ist es auch gut und ich merke das ja bei mir auch, irgendwann ist auch, hat man das irgendwann mal erklärt, okay, ich habe indische Eltern und so weiter. Und ich meine jetzt, ich rede da nie drüber. Das interessiert doch keinen. Und das interessiert mich ja auch nicht. Also es ist so, wie es ist und ich möchte jetzt auch nicht immer auf dem Thema rumreiten, weil eben, es ist gesagt, was gesagt. Also es ist alles gesagt, finde ich. Darf ich mal fragen, wir haben jetzt so einen Protagonist noch vergessen, nämlich die Stadt Zürich. Ja. Wie hat sie sich denn verändert, seitdem du quasi das so als Schauplatz angefangen hast zu bespielen und darzustellen? Also ich fand das, als die Bücher noch aktuell waren, also ich habe die jetzt zwischen 2010 und 2017 geschrieben, hat sich gerade Kreis 4 und 5, die haben sich rasend schnell verändert, weil es halt eben aufgewertet wurde, wie das so schön heißt. Und das fand ich natürlich enorm spannend, weil halt was gestern noch irgendwie, ich weiß nicht, eine Spelunke war, wo sich so ganz komische Leute rumgetrieben haben, war am nächsten Tag war es ein vegetarisches Restaurant. Und das war schon spannend. Jetzt hat sich so ein bisschen normalisiert. Es ist nicht mehr, die Schritte sind nicht mehr so groß, weil es eigentlich schon fast durchorganisiert ist jetzt. Und es immer weniger halt diese schummrigen Etablissements gibt und solche Sachen. Und findest du jetzt im Hörspiel, dass Zürich die Langstraße, die er da macht, gibt es die noch so oder machen wir schon ein bisschen Museum im Hörspiel? Es hat ein bisschen einen nostalgischen Beigeschmack. Es hat sich auch verändert, aber ich glaube auch, die Figuren haben sich ja verändert. Die werden ja auch älter. Ja. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal, am Freitag oder Samstagabend mal da durch muss an der Langstraße, dann sind halt das Kinder. Also die sind 18, also vielleicht sogar jünger und die laufen halt die Straße rauf und runter und da habe ich eigentlich auch nichts mehr verloren. Also von dem her, also das ist kein Ort mehr für mich, weil wohin soll ich denn? Und ich glaube, es geht ja dann Vijay und jetzt als Vater sowieso, ich glaube, die sind dann werden auch ein bisschen seriöser, nicht total natürlich, aber ein bisschen schon. Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen so dieses Nostalgie-Gefühl, das jetzt im Hörspiel vielleicht nochmal so aufflammt. Kannst du vielleicht eine Lücke für mich schließen? Weil das ist jetzt ein Originalhörspiel. Das heißt, es gibt keinen Roman, wo ich vielleicht noch ein bisschen was dazu bekomme. Ich habe jetzt nur dich als Quelle oder Karin. Was ist mit Rosé und Fiona? Warum? Also wir stolpern da, klar, okay, die sind in der Beziehungspause, aber why? Ich weiß es nicht. Wir hatten das Gefühl, als wir es geschrieben haben, es hat so viele Figuren. Das hat sie auch ziemlich, finde ich, das so ein großes. Und José haben wir schon im Teil 2 nicht mehr wirklich, der hatte keine große Rolle. Das war eigentlich es war nicht mal der Sidekick. Sidekick ist jetzt Miranda. Und wir haben ihn halt so ein bisschen rausgeschrieben. Wir konnten ihn nicht völlig verschwinden lassen oder sterben lassen, wie man es jetzt vielleicht in einer, weiß nicht, Fernsehserie tun würde.
Und schickt ihn halt nach Bora Bora. Ja, die machen, es könnte sein, dass sie eine schwierige Beziehung haben, die machen eine Beziehungspause, er reist rum und sie vermisst ihn nicht, wie auch immer. Und das einzige Mal, wo er auftaucht, ist eigentlich auf dem Anrufbeantworter, oder? Sonst hat er nichts zu tun. Ja, aber du verstehst schon, dass das ein großes Fragezeichen auslösen kann, oder? Ja, würde man es dann irgendwann wieder auflösen, aber im Moment ist er unterwegs und klar, das würde dann sicher explosiv werden, nehme ich jetzt mal schwer an. Fiona ist ja nicht so, auch kein kleines graues Mäuschen, das sich alles gefallen lässt. Also von dem her, ja. Also, ich muss mich gedulden, ich merke es schon. Wir haben noch nicht weitergedacht. Das Wir würde mich mal interessieren. Die ersten beiden Hörspiele hat ja ERK bearbeitet mit dir zusammen. Und jetzt habt ihr wirklich zusammen das Hörspiel geschrieben. Wie war das jetzt für dich mit ihr als Co-Autorin? Aber wir sind natürlich in der Zwischenzeit ziemlich eingespielt. Also das hilft schon, wenn man es sind ja dann auch 2-stündige Hörspiele. Es ist viel Arbeit. Wir wollen jetzt nicht übertreiben, aber man muss doch etwas zusammenschreiben. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also ich würde sagen, es hat sehr gut funktioniert. Und es war eigentlich eher das Problem, ein neues Stück zu schreiben. Also weil ich nicht auf einen Roman zurückgreifen konnte und den halt dann irgendwie kürzen. Aber am Ende war das eigentlich besser, weil ich glaube, es ist stringenter, direkter auch als bei den Romanen, weil da muss man so viel rauskürzen und im Grunde genommen dann den Roman nochmal neu schreiben, weil das geht anders nicht. Und das war eigentlich, da hat dieser Schritt gefehlt, dass wir konnten es direkt schreiben. Und dann ist halt, Plotten ist halt immer so ein bisschen eine Sache. Sag mal, wieso? Bis man alles zusammen hat, was wollen wir eigentlich überhaupt erzählen, um was soll es gehen, was sind die Themen. Wenn ich das allein mache, geht es schneller natürlich, weil ich ja dann ein Diktator bin sozusagen. Und wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite wie mit Karin, dann ist es natürlich eine Demokratie. Und dann kannst du dich noch erinnern, was so als erste 2 Gedanken, was klar war? Was in der Geschichte sein wird? Die Entführung war das war meine Idee, wenn ich mich nicht ganz, ich bin fast sicher. Also auch mit dem Setting direkt, wann es passiert, weil das macht ja auch viel aus. Ja, genau, also wir hatten in der Langstraße natürlich und dass jetzt irgendjemand wird entführt, weil es ist immer die Frage, wie Vijay Kumar, Krimis sind ja nicht die, wo jetzt jemand brutal, wird zwar jemand erstochen, aber nicht gerade am Anfang und es ist nicht die Art von Krimi. Das sind mehr so Kollateralschaden, wenn doch noch sowas passiert und es sollte nicht zu brutal sein. Das, was alles so die Zutaten oder wie die Krimis aufgebaut sind, das würde ich nur ganz kurz zurückstellen. Wir haben doch viel gesprochen, Wolfram, über Tragik und Komik. Und gerade bei dieser Szene der Entführung weiß ich, dass ich im Studio rechten Respekt vor dieser Szene hatte, weil du glaubwürdig eine Mutter hast, der das Kind weggenommen wird. Und Miranda und Vijay, die aber das Ganze auch wieder auf so eine Ebene bringen müssen wie, ciao, wir gehen jetzt mal alle nach Hause und wir regeln das morgen. Wie hast du da, also wie schaffst du diese Waage zwischen Komik und Tragik? Ich glaube, es hilft einfach, wenn man seine Figuren enorm gut kennt. Und die nehmen ja nicht alles ganz ernst. Und auch die haben ja auch gemerkt, dass da was nicht ganz stimmt bei Sandrine, weil sie ja nicht so reagiert hat, wie man das erwarten würde, weil es war irgendwie so, die wusste irgendwas mehr, also sie hat mehr gewusst, als sie eigentlich zugegeben hat oder enthüllt hat. Und dann ist halt, ich weiß nicht, die sind halt, also vor allem Miranda, es hat immer schon einen Gedanken weiter. Also sie geht dann auch in die Bar und dann rückt sie eigentlich erst sehr spät raus mit dem, übrigens, das Kind ist entführt worden und die beiden anderen sind total entsetzt und sie haben das Kind ist jetzt schon weg, was soll ich tun? Und das ist halt so typisch Miranda, also so sehr pragmatisch, vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, zu wenig empathisch, aber sie will jetzt mal zuerst Prosecco oder Champagner trinken und dann ein bisschen flirten und dann gucken wir weiter, weil eben das Kind ist schon weg. Aber es ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, als wüssten sie darum, dass wir ihren Fall verfolgen. Weißt du, was ich meine? Als wüssten sie, dass sie Roman- oder Hörspielfiguren sind. Und du meinst, es sind nicht, also so wie wenn sie das Skript schon gelesen hätten? Und ja, genau. Also gibst du ihnen quasi so eine gewisse Leichtigkeit mit, weil du hast es vorher anklingen lassen, dass die Krimis nicht zu brutal sein dürfen oder sowas. Also hältst du das auch im Ganzen halt, weil es jetzt nicht 1:1
eine Realitätsschilderung von allen Grausamkeiten der Menschheit sein sollen, sondern es ist eine unterhaltende Krimiliteratur, oder? Hältst du es schon bewusst, schwächst du es ab an manchen Stellen oder übergehst manche Bögen? Auch beim Schreiben des Quiz ist immer so eine, sagen wir, 3 Finger breit über der Realität. Also es ist nicht 1:1 mit, dass es wirklich tief schürft oder so, sondern es ist immer, die haben ja immer diese Distanz. Also Distanz zu den Sachen, die passieren, aber auch Distanz zur Realität. Das ist ja nicht, was du vorhin gesagt hast, Comicfiguren. Und beim ersten Roman hatte ich das wirklich vor, so wie eine Art, eine geschriebene Graphic Novel zu machen. Spannend, also es war so wirklich so eben ein bisschen überhöht und manchmal sehr überhöht, aber die sind nicht ganz in der Realität verwurzelt. Okay. Ja, lustigerweise VJ finde ich sogar noch am stärksten eigentlich. Ja, es dürfen nicht alle gleich, aber jetzt mit Miranda zum Beispiel nicht, oder? Genau, ja, so, weil die hat ihren eigenen Film, genau, Fiona auch nicht. Die ist auch eigentlich nicht seriös genug für eine Polizistin, weil sie ist ja, manchmal kommt da Zeugs raus, wo man denkt, naja, ist das noch okay? Das ist schon Tim und Struppi. Entschuldigung, ich komme ja auch mit meinen Comic-Referenzen. Ja. Ich habe mal so einen klugen Artikel drüber gelesen, dass Tim selber eigentlich relativ gar nicht so mega viel Charakter hat, weil drumherum halt alle so wahnsinnig groß sind und so wild wie der Kapitän, der mal flucht, und die beiden Dupont, die auch vorkommen. Und der Hund natürlich. Und der Hund, genau, alles ist viel, viel größer und wilder und überdrehter. Und dann ist in der Mitte eher jemand, ein Anker, der vielleicht eher ein bisschen empathisch ist und guckt, dass alles nicht völlig auseinanderfliegt. Aber auch bei Asterix. Ich meine, Asterix ist eigentlich der langweiligste von all den Figuren, die da... Und Asterix ist einfach der das Ganze zusammenhält, weil die Titelfigur ist das Weiße auch, offensichtlich. Und darum muss er gar nicht groß was tun. Der macht einfach so Business as usual. Und alle anderen machen das Theater und verprügeln Römer und machen... Also er macht da schon mit, aber es ist nicht er zieht das Ganze nicht als Zugpferd jetzt durch. Das stimmt. Es ist wahrscheinlich auch in der Krimiliteratur der beste Ausweis, dass du auch im nächsten Fall wieder auftauchst. Also wenn du nicht zu sehr aneckst, oder? Also genau, du kannst, um dich rum können die Leute eher mal, eben wenn du sagst, du wolltest José vielleicht über die Klippe springen lassen. VJ wahrscheinlich dann eher nicht. Wenn du sagst, das Hörspiel ist stringenter als die Romanbearbeitung, also ich verstehe, was du meinst. Hat das auch was damit zu tun, dann, dass ihr diese, ich sag mal, das Engelebene weglasst? In den anderen Hörspielen waren doch Miranda und Manchu und Mama Kuma noch so kommentierend oder beschreibend dabei. Ja, ich glaube, das hatte sehr viel damit zu tun, weil wir nichts mehr erklären mussten. Man kann alles erklären, indem man es zeigt. Und bei den ersten 2 war das noch so viel Romanstoff, der, wenn man jetzt den in Szenen umgearbeitet hätte, wäre es, ich weiß nicht, 6 Stunden lang gegangen oder so. Und das war praktisch. Und ich fand es auch schön von der Idee her, vom Setting. Ja. Und wir hatten sie zuerst in einer der ersten Versionen war das noch drin, und wir haben es, glaube ich, nachher alle gefunden, das kann raus, es braucht es nicht. Es gibt nichts mehr zu erklären, weil es sich ja selber erklärt. Schade eigentlich, aber es hat wirklich keinen Sinn mehr gemacht. Ja, verstehe. Es macht es auch ein bisschen weniger kompliziert. Ich glaube, die Balkonszenen, wie wir denen gesagt haben, die war noch ein bisschen vom Hören her, denke ich, so, was läuft jetzt? Mit der Zeit haben wir es wahrscheinlich begriffen, aber am Anfang war es ein bisschen komisch vielleicht. Mir gefällt ihm auch noch, dass es hier keinen Erzähler gibt. Also ich finde manchmal Erzähler ganz wunderbar. Es gibt schon keinen, oder? Jetzt guckt er mich so mit großen Nee, überhaupt nicht. Das hat er gezeigt, dass er kein einziges Hörspiel gehört hat. Der Banauser. Entschuldigung. Nee, es gibt Hörspiele wie jetzt irgendwie Musil, da mag ich sehr den Musil als Erzähler, aber hier finde ich das irgendwie noch schön. Das zeigt auch noch mehr, dass das ist nicht einfach so... nicht einfach VJ, der alles erzählt und ich bin immer voll bei ihm und seinen Gedanken, sondern ich schaue einfach viel mehr zu, wie er selber da versucht, zurechtzukommen und zu schwimmen und so. Von einem zum nächsten angeln. Mir gefällt es noch gut. Ja, es sorgt halt bei allem Protagonistentum trotzdem für so ein Panoptikum und für so ein Zeitbild. Ich meine, jetzt, weißt du, Sandrine, ich meine, ihr habt reingeschrieben, die hat einen französischen Akzent und sie hat diesen französischen Namen. Aber eigentlich, who cares, ne? Also, natürlich, genau. klar. Aber ich meine, solche Punkte habt ihr viel gesetzt und dadurch entsteht so eine bunt gesprenkelte Palette an Schauplätzen und Menschen und Handlungen. Dann kommt noch der Martin Betzola mit der Musik dazu und was die Regisseurin schon so ein bisschen, aber das habt ihr ja auch eingeschrieben, also wenn da Rockmusik steht, dann macht man das halt auch oder Heavy Metal. Aber dadurch entsteht so ein breites Panoptikum an Farbe. Und deswegen wäre da vielleicht ein Erzähler auch zu fokussierend. Zu eng, ja. Das ist ein Ensemblestück.
Ja, eigentlich schon. Wir hatten es beim allerersten Hörspiel hatten wir am Anfang, in einer der ersten Versionen, hatten wir eine Erzählstimme. Und das hat aber das ganze Stück wahnsinnig langsam gemacht, weil es hat ein ziemlich hohes Tempo. Und wenn da dann so ein Erzähler kommt und dann so nüchtern erzählt, dann bremst das ganz, ganz grob auf. Also es bremst dann das Ganze, ganz vehement. Und dann haben wir ihn rausgenommen. Die Figuren müssen alles erzählen. Oder erleben. Aber Suni, sag mal, ich habe die Bücher nicht gelesen, das muss ich mich auch outen. Die Anrufbeantworter-Ebene, ich komme jetzt gerade drauf, weil die auch so klar, so Cliffhanger und so konkrete Einstiege schafft, so viel erzählt, die gibt es in den Büchern nicht. Nein. Okay. Nee, es gibt auch keine Balkonszenen, also von dem her, das ist... Ja, das habe ich mir gedacht, genau. Okay. Wir haben da erfunden halt, aber das das hat gepasst. Warum gibt es keine Vijay Kumars Krimis mehr? Oh Gott, es klang viel zu traurig. Suni, wann hast du aufgehört, für Vijay Kumar Fälle zu schreiben? Nach 7 Büchern, 7 Romanen, weil halt... Also nicht, weil es war halt, man verbringt sehr, sehr viel Zeit mit so einer Figur. Also die kamen ja im Jahrestakt raus. Und man ist also ich habe einen abgegeben und dann eigentlich gleich mit dem nächsten begonnen. Und das war so halt 7 Jahre nur er und ich sozusagen. Und das wird dann wie bei einer Beziehung, das war zu viel. Also es war zu nah, ich wollte mit auch andere Leute kennenlernen, sage ich jetzt mal, fiktive Figuren. Und das hat mich dann mit der Zeit auch gelangweilt, weil es halt ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn man einen kann, dann kann man auch 7. Und ich finde jetzt so nach 10 Jahren ungefähr, es ist 2027, wären es 10 Jahre, seit dem letzten Roman. Ich denke, das wäre jetzt auch gut, den vielleicht nochmal hervorzuholen, weil die Welt hat sich verändert. Und eben jetzt, was wir vorhin schon besprochen haben, mit dieser Diversity, mit auch der anderen Wahrnehmung von Diversity und Leuten aus ganz unterschiedlichen Umfelden. Ich glaube, das wäre schon spannend. It's a promise. Wir haben es jetzt alle gehört. Genau, das habe ich schon gesagt. 2027 auch machbar. An dem war beim Hörspiel jetzt keine Mühe, dich nochmal dem Vijay zu widmen. Nein, weil es ganz eine andere Art von Schreiben ist. Das überhaupt nicht. Also ganz am Anfang habe ich gesagt, nee, will nicht meine Romane nochmal bearbeiten. Ja. Und dann habe ich mir aber überlegt, Karin hat mich ein bisschen bearbeitet und ich habe mir dann überlegt, ja, aber wenn jetzt da irgendjemand kommt und mit den Figuren macht, ja, wirklich so, und das gefällt mir nachher nicht, dann bin ich selber schuld. Dann kann ich nachher niemandem Vorwurf machen, weil ich habe gesagt, macht selber. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mach's doch. Ich bin froh drum. Es hat echt Spaß gemacht. Ist Vijay vom Hörspiel derselbe wie im Krimi oder sind es für dich 2 verschiedene Personen trotzdem? Nee, ist derselbe. Derselbe, okay. Ja, finde ich schon. Also ist sehr, sehr, sehr nah dran. Okay. Können wir so ein bisschen vom Monopoly in den größeren Blick wagen? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist der Figur so nahe gekommen, es war fast wie eine Ehe. Erzählst du mir so ein bisschen aus deinem Schreiballtag? Hast du feste Riten? Hast du deinen Lieblingsfüller, der nur Türkis schreibt? Oder brauchst du muss es dich überfallen, du schreibst nur im Café? Nein, das ist eben furchtbar langweilig, wenn ich das jetzt zusammen... Das glaube ich nicht. Doch, mein Alltag ist furchtbar langweilig. Ich stehe auf, also wenn ich jetzt so einen Schreibtag habe, wenn ich nicht Lesungen habe oder nach Basel fahre, um Interviews, also Gespräche zu führen, dann ich stehe auf und duschen, Kaffee und setze mich hin und arbeite. Das ist absolut unspektakulär. Das will man halt nicht hören. Nein, ich weiß, ich würde es ja gerne ein bisschen aufpimpen, aber es geht nicht, es ist so. Und ich kann auch nur zu Hause schreiben, Kaffee ist einfach zu viel los. Da muss ich immer zuhören, was die reden. Und die reden ja ganz viele Sachen, dann ist auch spannende Sachen oder Blödsinn ist auch gut. Und das lenkt mich ab. Und wenn man jetzt so in deine Hosentaschen schauen würde und Rucksäcke und sowas, findet man dann überall gelbe Post-its mit Notizen von eben Gesprächen, die du irgendwo gehört hast oder Beobachtungen, die du... Nein, ich denke immer, die Sachen, die wirklich gut sind, die bleiben. Also die muss ich mir nicht aufschreiben. Ich kann natürlich dann nicht ich kann keinen Gegenbeweis. Wer weiß, was für schöne Ideen schon verloren. Aber ich denke, ich würde mich ans Gefühl erinnern. Ich würde mich ans Gefühl erinnern, das war eine gute Idee und ich weiß nicht mehr, was es war. An das Gefühl würde ich mich erinnern, aber ich glaube, ich habe noch nie eine wirklich gute Idee wieder vergessen. Die bleiben. Das glaube ich auch. Du wirkst dann schon wie als Filter für das Richtige. Mit Erinnerung bin ich auch sehr einverstanden. Respektive mein Gehirn macht das, glaube ich, automatisch. Genau. Das weiß in der Zwischenzeit, das ist so die Schlechten ins Körbchen und die Guten ins... Was war das? Aschenputtel, aber sag mal, hast du das Gefühl, dass du Menschen mehr röntgest und mehr auch auf sie drauf projizierst oder sie sofort in eine Figur, also ihnen eine Biografie gibst?
Du gehst durch die Welt und eigentlich bist du umgeben von Roman- und Hörspielfiguren? Eigentlich schon, ja. Das ist so eine Deformation professionell, glaube ich. Also nicht unbedingt, dass ich dann die 1:1 in den nächsten Roman reinschreibe, das nicht. Aber ich glaube, mein Gehirn ist, glaube ich, so geschult nach all den Jahren, dass das einfach, es wird alles registriert. Also es sammelt einfach wild, was gerade in meinem Blickfeld ist. Und ich kann es nicht ausschalten. Also Eben, das stelle ich mir auch ein bisschen anstrengend vor, oder? Nee, Es ich kann gibt auch keine nicht einen Anonymität. Kaffee trinken, irgendwo hinsetzen. Ich muss immer alles rasten. Ist einfach so. Okay. Aber dafür, wenn ich dann mal eine Figur brauche, dann habe ich auch dieses Sammelsurium, diesen ganzen Korb, der gefüllt ist mit einem riesen Durcheinander von Sachen, die mir aufgefallen sind. Und aus diesen einzelnen Sachen gibt es dann vielleicht eine Figur. Und vielleicht. Wenn du sagst, du gehst an den Schreibtisch und dann fängst du an zu arbeiten, aber es braucht doch trotzdem eine konkrete Tagesaufgabe. Oder kann auch Arbeiten einfach nur sein, heute fange ich das neue Buch an. Also weißt du, was ich meine? Ich kann mir immer vorstellen, dass eine Fassung zu überarbeiten oder ein Kapitel umzuschreiben oder das kann ich mir als konkrete Arbeitsvorstellung, kann ich das annehmen, aber quasi diesen kreativen Prozess auszulösen, zu erfinden, durch Duschen, Kaffee trinken, an den Schreibtisch setzen. Ja? Ja. Also irgendwie schon, also natürlich, wenn ich jetzt einen Kriminalroman anfange oder irgendeinen Roman anfange, dann ist es schon, ich mache mir schon Gedanken vorher dazu. Also wenn ich mich dann hinsetze, ist es so weit in meinem Kopf, dass ich zumindest weiß, wo ich anfange. Das ist wichtig, weil sonst sitze ich vom leeren Word-Dokument und zermate mir das Gehirn. Ich mache das lieber vorher ich überlege vorher beim Zugfahren, beim Schwimmen, was. Und wenn ich mich dann hinsetze, dann weiß ich, okay, ich fange mal an. Und am Ende ist das Schwierigste ist immer so die ersten paar Seiten, bis man drin ist, bis der Ton stimmt. Und da muss man vielleicht ein paar Mal wieder anfangen, weil es stimmt noch nicht und dann muss man es wieder löschen oder ein neues Dokument aufmachen. Aber wenn es mal dann der Anfang steht, dann läuft es eigentlich ganz, ganz gut. Und machst du zuerst einen Plot? Wie funktioniert das bei dir ganz konkret? Bei Krimi so eine Plot zu schreiben, ich glaube, das wär haarsträubend. Also du überlegst zuerst einen Plot? Ja, auf jeden Fall. Und was ist da zuerst da? So ein Thema? Thema? Immer das Thema. Immer. Auch jetzt hier bei Monopoly war es wirklich eben, ich wollte halt Armut in der Schweiz, weil ich finde, es ist ein spannendes Thema, wird, finde ich, auch nie eigentlich in Romanen oder so aufgegriffen, oder bis jetzt zumindest. Und dann hat die Wohnungsnot kommen noch dazu und dann mussten wir das irgendwie, aber es liegt ja nah beieinander. So, von dem her ist es halt nicht so entgegengesetzte Enden, die wir verbinden mussten. Und das war das Thema. Also es waren die Themen und dann halt gucken wir mal, wie wir das zusammenbringen. Ich frage trotzdem nochmal nach. Ja, frag. Also, wenn ihr jetzt sagt Plot als Stichwort und du sagst, du hast eine grobe Idee, aber ich meine, das ist ja dann nicht so, was man von Mozart sagt, er hatte alle Noten. Du hast ja nicht jede einzelne Szene und jede Begegnung im Kopf. Also was muss da sein, dass die Hauptfahrbahn mal so geebnet ist? Du sagst das Thema, du weißt, wer, wann, wo zu Schaden kommen wird oder ja. Der Anfang auf jeden Fall. Jetzt bei diesem Fall zum Beispiel Entführung. Was steckt hinter der Entführung? Also auch das ist noch wichtig, weil zuerst sagen wir, so ein Kind entführen, das ist eine gute Idee. Als Plot-Idee ist es super. Dachte sich Martin auch, genau, ja. Vorsichtig. Nein, also als Plot-Idee ist es natürlich gut, aber man muss auch eine Auflösung haben. Das ist enorm wichtig, weil dass man das schon am Anfang hat, weil sonst galoppiert man los und denkt, super Idee. Und am Ende muss man dann irgendeine Lösung herbeiwursteln, weil man nicht mehr weiß, also weil man sich keine Gedanken dazu gemacht hat. Also das und wie es halt auch endet. Also ich finde es wichtig, dass ich weiß, wo ungefähr ich landen möchte. Also was ist der Schluss, wie ist die Auflösung? Und das kann sich natürlich verändern im Verlauf. Jetzt, wenn man 4 Folgen schreibt, das kann sich verändern. Na gut, aber ich meine, du weißt, Martin entführt das Kind und am Schluss wird das Kind Sandrine. Sie werden wieder vereint. Ja, natürlich. So, das ist mal die Fahrtstrecke, genau. Deal, oder? Und wann kommt dann jetzt zum Beispiel die Immobilienebene dazu? Oder wann kamen die dazu? Die kam erst so in der zweiten. Ich glaube, das erste war wirklich so diese Ansteherei für die Wohnungsbesichtigung. Weil da sind dann auch die Figuren gleich wieder eingeführt, weil es doch schon länger her seit dem zweiten. Seit der zweiten Staffel, also schon mehr als ein Jahr, glaube ich. Und einfach, dass man wieder so in den Tonfall auch reinkommt. Das ist also auch ein spezieller Tonfall, dass man auch wieder so, okay, die sind so, die reden halt so und die trinken halt Champagner beim Anstehen, was auch immer. Das ist gut.
Weiß noch nicht, ob ich habe noch nicht das Geheimrezept, dass ich jetzt den nächsten guten Krimi schreiben kann. Ich habe so, hast du feste Ich glaube, man Bestandteile? würde auch nicht alles verraten. Oder? Aber lass dir noch, es kommen noch 1, 2 Sachen, wenn wir dich schon mal da haben. Was sagst du, muss ein guter Krimi unbedingt haben? Hast du was du auf jeden Fall, egal was die Story ist, egal was die Figuren sind, was du einbaust? Zum Beispiel immer eine Sackgasse nach den ersten 100 Seiten oder nach dem zweiten Teil. Nicht unbedingt. Was mir wichtig sind gut gezeichnete Figuren. Gerade im geschriebenen Krimi, ich finde es enorm wichtig, dass die Charaktere wirklich so ausgearbeitet sind, dass man sich die plastisch vorstellen kann. Finde ich enorm wichtig. Und dann halt auch, dass die Auflösung gut ist. Man liest ja oft Krimis und denkt, der ganze Roman ist toll, aber die Auflösung lässt einem dann so ein bisschen mit einem flauen Gefühl zurück. Und denkt so, ja, die letzten 5 Seiten haben das Ganze jetzt irgendwie nicht verbessert. Das sind so die 2 Sachen, die mir enorm wichtig sind. Wann dann diese ganzen Finden kommen und die Sackgassen und was auch immer, das mache ich immer spontan. Also mit der Zeit hat man ja auch so ein Gefühl für Rhythmus und man denkt, okay, jetzt ist es Zeit, jetzt müssen die mal in eine falsche Richtung laufen. Das ist nicht gerade so, das ist nicht zu professionell daherkommen. Gerade bei jetzt Vijay und Miranda natürlich sowieso. Die müssen ja Fehler machen, weil sonst wäre es dann noch unglaubwürdiger. Aber hast du mal so, ich meine, ich erinnere mich, in den 90er Jahren gab es so viele Bücher auch über das richtige Drehbuchschreiben für den klassischen Hollywood-Film. Hast du so Literatur, da hast du mal einen Kurs besucht zum Krimischreiben? Also wie hast du Krimischreiben gelernt? Wie geht man daran? Indem man viele Krimis liest. Das schon neben. Ich glaube, das ist wirklich so die beste Schulung. Ja. Krimis also lesen. Analytisch lesen quasi. Ja, genau. Analytisch lesen, weil ich wollte gerade sagen, viele Krimis lese ich auch, aber die sind ja nun wirklich nicht Schema F, dass du sagen kannst. Ja, aber wichtig ist, dass man das Schema F kennt, also dass man auch weiß, okay, das ist der klassische, ich weiß nicht, Agatha Christie-Krimi, also da wird jemand umgebracht und dann gibt es 12 Verdächtige und am Schluss, weiß nicht, war es einer von denen und alle, wie auch immer. Und das ist ja schon so eine Blaupause, die sie da immer wieder geliefert hat. Und das muss man schon kennen, weil sonst kann man die Klischees auch nicht brechen. Ja. Also man muss schon wissen... Es gibt so viele Krimis. Man muss schon wissen, also wie ein Krimi so ganz, also traditionell funktioniert. Das ist immer, am Anfang gibt's, sag ich jetzt mal, eine Leiche, halt eine Entführung, dann wird ermittelt, am Schluss wird aufgelöst. Das ist so der Deal mit den Leserinnen, oder? Man verspricht ja, ich erkläre euch, es ist jetzt ganz schwierig oder schlimm, aber am Ende ist die Welt wieder, okay, ich erkläre das euch, wie das geht und so. Das ist der Deal. Und das muss man wissen. Und dann kann man versuchen, das Schema ein bisschen abzuändern, damit es nicht immer genau so Christi-mäßig strikt ist. Und warum hat es dich überhaupt zum Krimi gezogen? Das war Zufall. Okay. Absoluter Zufall. Eben weil ich habe meinen ersten Roman schreiben wollen und dann überlegt man sich natürlich, was könnte ich schreiben, was es nicht schon 1000-mal gibt. Und das ist natürlich schwierig. Und ich habe gedacht, gut, indische Wurzeln. Ich mache jetzt nicht den Migrationsroman, das war also damals schon so, wollte ich nicht unbedingt. Ja. Und dann habe ich im Kreis 4 gewohnt. Dann habe ich gedacht, gut, okay, machen wir indisch, was macht man da? Detektiv, was auch immer. Und dann der sumpft da halt im Kreis 4 rum und damit hat sich, das war ganz einfach. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass es eine Serie gibt. Ich habe gedacht, ich schreibe einen Roman und dann ist guck mal, was anderes. Aber naja. Du schreibst ja auch noch ganz viele andere Bücher, aber wir haben gesagt, wir sprechen nur über Krimis. Ja, ist auch im Krimi-Podcast. Ich glaube, ich habe langsam so... Auch, meine Fragen habe ich alle nicht ganz befriedigt, aber... Wer ist mit den... Kannst du auch nicht. Du wolltest nach Hause gehen und einen richtig das stimmt nicht. Das perfekten Krimi schreiben? Nee. Ich dachte nur, dass... oder vielleicht muss ich noch konkreter nachfragen. Aber ich mache es nicht mehr. Nein, aber es ist mir trotzdem noch, noch zu wenig. Also, oder weißt du, man müsste dich dann begleiten wahrscheinlich mal über einen Zeitraum, um den Aufbau. Dass man die einzelnen Schritte. Genau. Ja, und das wirklich Ding mal ist zu gucken. Manchmal weißt du nicht mehr, wie du es gemacht hast. Das passiert mir manchmal auch beim Wiederlesen, Durchlesen. Wie habe ich das hingekriegt? Ich weiß es nicht mehr. Weil es kommt dann so automatisch. Wahrscheinlich so wie, keine Ahnung, wenn du ein Bergsteiger bist und du machst halt, ich weiß nicht, zum 12. Mal irgendwie irgend so einen 8000er und der kann dir auch nicht mehr jeden Schritt erklären, weil das macht er instinktiv beim Raufklettern. Er weiß ja da mit der Zeit, da muss ich da und da, sonst kommt das Geröll, keine Ahnung. Ich glaube, man könnte es so vergleichen. Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Ich weiß nicht, aber von wegen Befriedigung. Du lässt einen ja schon auch gerne unbefriedigt zurück. Du hast ja jetzt auch wieder den 4. Fall einmal mal so nonchalant beendet mit Armin und schon den nächsten Fall vortelefoniert. Ja.
Kennst du den Fall schon? Nein, überhaupt nicht. Aber, das sind die besten. Ja, nee, habe ich mir überlegt, jetzt haben wir 3-mal Stadt gehabt. Entweder also Zürich natürlich, aber auch Madrid und Mumbai. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre auch Land mal was Nettes. Einfach so. Waren sie doch schon. Aber so richtig. Also Okay. so Miranda, die ja wirklich so aufs Land muss. Das also, gibt es natürlich dann ganz viele Klischees, die Städte auf dem Land und so. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Aber da wird mir dann schon was einfallen im Notfall. Wenn du wieder einschreiben musst für uns. Wenn ich nicht wieder müsste. Genau. Bevor es jemand anderes macht. Ich zum Beispiel. Die Drohung steht im Raum. Jetzt, wo du so viel rausgefunden hast. Genau. Genau. Ah, schön. Dahin ging die Fragerei. Ja, genau. Den brauchen wir gar nicht. Sich die Figuren gut erklären lassen, das Setting, wie es funktioniert, wie man es Und dann noch konkret am macht. Schluss ganz scheinheilig fragen, weißt du, um was es geht? Im nächsten Fall. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Du. So plump, aber okay. So sind wir halt. Hey, vielen Dank, Sunil, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wolfram, haben wir darauf hingewiesen, dass die anderen Fälle immer noch online stehen? Ich tue sie auch immer unten verlinken, alle schon, ja? in jedem Shownote, die ersten beiden Fälle. Ja, dann war es das leider. Für heute. Und VJ, Miranda, wir hören uns bald wieder. Hoffe ich auch. Ich auch. Mach's gut, danke Sunil. Vielen Dank. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.